Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic of Pelzig. Hier ist es so schön ruhig. Und die Gardisten ahnen noch nicht, dass sie sterben. Ja, keine Panik. Hast gewonnen. Sagst du? Ja, keine Panik. So, aber ich will mir dessen sicher sein, dass ich gewonnen habe. So, komm her du. Du kriegst auch noch einer. Oh, da kommt auch noch der Arthur raus. So, der bringt nämlich 800 Erfahrungspunkte, weil es ein hässlicher Erzbaron ist. Was ist los? So, hey, hör auf. So, du kriegst auch noch auf die Schniss, weil du so dappig zielst. So, hier kriegt jeder sein Fett weg. Von euch hässliche Gardisten. So. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Ach, du stehst wieder auf. Irgendeiner steht wieder auf. Warte mal. Zack. Ja, das ist immer ein bisschen ätzend, dieses Rumgeschnetzel mit den Leuten. Aber so läuft es halt. So, der steht wieder. Und jetzt stirbt er. So. Wieder einer weg. Und dann eine Runde Heiler. Ah, Entschuldigung. Das war jetzt Eva. Schäfer schluckt noch. Okay, ein paar 100er Tränke. Und so. Jetzt sieht die Welt wieder gut aus. Arthos Schwert hieß das Ding einfach. Also der macht wohl auch große Worte hier. Wo ist dann Arthos Schwert? Wird eine ganze Kruschis anscheinend. Na, ist das hier wirklich noch drüber mit dabei? Trollfaust, Drachestahl, Uriziel, Zornstahl. Nee, Arthos Schwert scheint doch ein bisschen schwächer zu sein als das Rabenrecht, was ich hier trage. Hüterklinge ist noch drüber mit Ende 70, Rabenrecht macht 70. Arthos Schwert, Hämmers. 65 Schade macht das nur. Okay. Er hat noch einen 100er Trank, ein bisschen Fleisch und einen Gewandheitsring. So lernt man die Leitmod kennen, ne? Wenn man mal ihr Inventar plündert. Okay. Die haben das hier gehabt. Alles nur Pillepalle. Und zack, das können wir auch noch. Rauber. Ein Richtschwert. Okay, sonst schon irgendwas hier? Ne, kein Gardist mehr hier. Dann töten wir doch noch die andere Gardiste. So. Vor allem hier die Torwache, die konnte ich noch nie leider. So. Okay, der ist schon tot. Dann, wo ist Torus, wenn man mal braucht? Ah, der ist offensichtlich noch nicht hier. Der pennt wohl noch. Na egal, dann zoomen wir noch Torus auf und schnetzen den auch noch nieder. So. Theoretisch könnten wir jetzt auch hier wirklich das ganze alte Lager abschlachten. Aber da habe ich eigentlich wenig Lust drauf. Weil erstens mal schluckt's Zeit ohne Ende. Und zweitens finde ich, dass eigentlich nur die Erzbarone hier die Schweine sind. Hier liegen außerdem noch Erzbrocke rum. Die hätten auch schon ganz am Anfang hier rumgeleckert. Mit dem Schlüssel von Bartolo kommen wir auf jeden Fall hier rein. So, so. So, da ist noch der. Da geht es auch zu einer Küche rein. Und die Köche rennen weg vor uns. Das ist Balam, oder? Ja, Balam. Okay, die können hier nichts für, deswegen lasse ich die auch in Frieden. Das sind ja nur Leute, die leben wollten. Dementsprechend, die können nichts dafür. So, hier können wir jetzt mit dem Schlüssel von Bartolo rein. Dann können wir gucken, was die Erzbarone hier so schönes gehabt haben. Also hier ist ein stinknormales Vorratslager, wie es aussieht. Und hier drunter. Na? Können wir da nicht einfach so durch? Ah. Okay. Da kommen wir nicht mit dem Schlüssel durch. Okay. Ich habe gedacht, Bartolos Schlüssel macht das ach auf. Naja. Okay. Dann halt nicht. So. Dann gehen wir nochmal rein, schnetzeln Torus ab. Und killen dann noch Gomez und Scar. Moment, der Gardist hat auch noch Zeug bei sich. Und eine leichte Armbrust hat er auch noch. So, den Scheiß holen wir uns noch. Moment, da ist... Ah, da ist noch ein Gardist. Irgendeiner. Der Cutter. Ah, den killen wir auch noch. Na, okay.
Gut, dann töte ich dich halt so mit Ravens Waffe. Das ist kein Thema. So. Da hinten ist auch noch so ein Erzbaron-Drecksack. So. Warum wächst du mich vor allem? Ah, okay, komm her, Scar. Das ist der, der sich ja so angeblich so liebreizend um die Frau kümmert. Jetzt kümmere ich mich mal um ihn. So. Okay, jetzt habe ich ihn mal durchbohrt. Und weiter geht's. Der wird sich um keine Frau mehr kümmern hier, der scheiß Typ. Und dann noch hier so ein Trank, so ein großer. Er hat nur Schampel dabei. Außer die Armbrust, die ist ganz gut. Kriegsarmbrust, die macht 100 Schade. Deswegen ist das auch ganz gut durchgegangen. Skarsschwert hat er noch bei sich. Berserkerwort, Rabenrecht, Hüterklinge. Ist das wieder ein bisschen stärker, oder ist das weiter unnützes Surrer? Ah doch, Skarsschwert macht 85 Schade. Sehr schön. Dann nehmen wir das auf jeden Fall. So allmählich wird es auch wieder Tag. Und Cutter hat auch noch ein bisschen Zeug bei sich. So, nehmen wir auch gern. Wir haben es jetzt 4:44 Uhr, so allmählich dämmert's. Und dann gehen wir mal hoch und sagen nochmal bei Taurus Hallo. So, alle Erzbarone bis auf Gomez sind jetzt eigentlich auch tot. Das ist ja schon mal ein Wort. So. Taurus pennt hier. Hallo Taurus. So, der bringt 500 Erfahrungspunkte und tschüss. So, dich mochte ich auch noch nie, Taurus. So. Und der Kerze stellen wir nehmen wir jetzt auch noch mit als Diebesgut. 200 Erz hat er bei sich. Dabei habe ich ihm eigentlich nie was gezahlt. Und er trägt eine leichte Armbrust und Taurus Schwert. Das ist ein Zweihänder, der 90 Schade macht. Nicht verkehrt. So, die Fackeln nehmen wir jetzt auch mal wieder mit. Gibt natürlich dann Leute, die jetzt hier erst die Truhe flattern. Aber das haben wir ja schon gemacht, als wir zum Schatten wurden. So, hallo? Gute Syrer. Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Oh, das sagst du. So, da könnten wir jetzt theoretisch auch noch flattern. So, komm schon. Du kann er auch nicht dran, oder was? An die Dinger. Grobes Schwert, Richtschwert. Theoretisch könnte man jetzt auch hier die ganze Schwertsache, die ganze Schwerter hier mitnehmen. Okay, da brauchen wir anscheinend spezielle Schlüssel. Und dann ist der große Mando drüber. Um dich kümmere ich mich jetzt gleich mal. Hallo Seraphia. Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Oh, das darf ich sehr wohl. Mittlerweile bin ich der Chef hier. Wie bist du denn hier reingekommen? Moment. Bist du nicht diese Pestzecke gewesen, die unsere Leute in der freien Mine kalt gemacht hat? Deine Leute hatten kein Recht, dort einzufallen. Ich habe diesen Anflug von Größenwahnsinn nur wieder korrigiert. Du hast Mut, so mit mir, Gomez, zu sprechen. Aber es war ziemlich dumm von dir, hier einfach aufzutauchen. Ich werde persönlich sicherstellen, dass du mir nie wieder in die Suppe spucken wirst. Na, dann komm mal her, Wenn du Gomez. Streit suchst. Dann komm mal her, Gomez. So. Ich muss nämlich aufpassen bei dem Typ. Der bringt 1000 Erfahrung und jetzt ist er tot. Ja, bei dem muss man aufpassen. Wenn man hier auf seinen Thron verkloppt, dann kann es sein, dass er da in der Textur drin hängt und man ihn so nicht mehr erwischt. So. Innos Zorn trägt er bei sich. Das muss er wohl vom ursprünglichen Paladin oder Kommandant hier entwendet haben. Das Ding gucken wir uns nämlich auch gleich mal an. Das ist, müsste jetzt so die stärkste Waffe sein, die in unserem Besitz ist. Genau, 110 Schade und 90 Stärke braucht das Ding. Er hat Kerkerschlüssel des alten Lagers. Und Gomez Schlüssel öffnet Gomez Truhen, öffnet Lagerraumtüren im Keller der Erzbarone. Sehr schön. Ring der Unbesiegbarkeit hat er auch noch bei sich und ein Amulett der Macht. So, soviel zu Gomez. Dann ist jetzt er auf jeden Fall tot. Er kann jetzt keine weitere Scheiße abziehen. Der ganze Erzbarone und Gardiste mit Rang und Name sind tot. Das heißt insofern, von dem haben wir nichts mehr zu befürchten. Das sieht in Gothic 2 natürlich ein bisschen anders aus. So trifft man ein paar von deinen Kumpels wieder.
Das kann man aber dann so drehen, dass ich die nicht gründlich getötet habe. Und ja, dass die das einfach überlebt hätten, obwohl ich eine Schwert reingerammt hätte, dass sie das schwer verletzt überlebt hätten. So. Da ist der Kerker, den kann ich von da aus sehen. Und da ist noch eine Blutschneide drin, die kennen wir ja auch, die Dinger. Und da ist noch ein Pfeil, der drin steckt. Du musst wohl irgendeiner versucht haben zu flattern und wurde dann gekillt, von hinten erschossen. Okay, Gomez hat hier den Schlüssel dafür gehabt. Also muss es ja eigentlich wichtig sein. Aber, siehe da, das führt nur dort hier. Wo ein paar... Ach, die Frau, die... Handy von der Frau ist jetzt Richtung Marktplatz gelaufen. Okay, auch nicht schlecht. So. Das war nur das. Also nichts großartig Wichtiges, was wir hier hätten. Aber wir können auf jeden Fall Stone rausholen aus dem Knast. Halte ich persönlich für sehr, sehr wichtig. 5:49 Uhr, 16. Tag. Sehr schön. Das kann sogar noch zeitlich hier hauen, wenn ich jetzt noch einen Trank trinke. So ein 2-Minuten-Trank. Und dann flitzen wir. Dann müsste das hier hauen. So. Und wer ist dann da noch? Ach, Bullet! Servus! Rote mal, wer jetzt stirbt. So, wer ist jetzt getauft? Bullet. Arschloch. Gut, da ist noch einer. Ach, der haut ab, weil ich Gomez gekillt habe. Ach, versuchst du zu rennen, ha? Versuchst du zu rennen, du Feigling? Nicht mit mir. Pissbacker. Ne, komm schon. So, nicht mit mir. Es gibt nichts Urwürdigeres, als bei der Flucht gekillt zu werden und genauso auszusehen. So. So, Dilla. Zumindest in dem Spiel gibt es kaum was Urwürdigeres. Okay, aber die scheinen wohl alle etwas rumzupinzen, weil Gomez tot ist. Deswegen rennen sie jetzt von mir weg. So, Bullets Zeug hole ich mal an. Oder hat sich anscheinend noch ein paar Fressalien organisiert. So, da müsste es, glaube ich... Nee, da nicht. Du auch nicht. Dann geht's da lang, genau. So, das war damals der Knast, wo auch die Gefangenen wirklich inhaftiert waren. Da ist niemand. Ja, da waren die Leute damals inhaftiert, bevor die Barriere aufgetaucht ist. Und offensichtlich sind hier ein paar noch gestorben. Von wegen hier, oh, hier ist keiner mehr drin, ne? Könnte natürlich auch sein, dass es noch zur Zeit von der vor der Barriere war, dass hier die Leute gestorben sind. Aber ich bin mir auch sicher, während dem Aufstand sind hier einige gestorben oder reingeschmissen worden. In die alte Zelle nochmal. Und hier in der letzte hockt da drin. Der Stähl. Was willst du? Wurstsup. Du siehst nicht aus wie einer von Gomez Schergen. Ja, ich habe ja ursprünglich mit zu euch gehört. Stimmt. Ich gehöre nicht zu Gomez. Wie bist du dann hier reingekommen? Gomez hatte den Schlüssel zum Kerker. Er hat ihn mir überlassen. Du willst doch nicht andeuten, dass du Gomez aus dem Weg geräumt hast. Oh doch. Doch, will ich. Junge, das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Es freut mich aber, dass dieser dreckige Halsabschneider endlich das bekommen hat, was er verdient. Aber warum hast du mich befreit? Ich habe gehört, dass du im Kerker bist und habe die Gelegenheit genutzt, um Gomez ruhig zu stellen und dich zu befreien. Hab Dank, ich stehe in deiner Schuld. Triff mich in der Schmiede. Dort reden wir weiter. Junge, natürlich. Wir sehen uns. Oh ja, wir sehen uns. Natürlich machen wir das. Wir sehen uns. Lass mich mal vorbei. Ja, Lass mich mal vorbei. Bevor du mich umbringst, mache ich das nochmal. So. Ich hole mal noch so einen Flitzertrank. Weil bis dort hier... Ja, 6:34 Uhr passt genau. Wenn ich jetzt bis zum nächsten Morgen schlaf, dann... Also wenn ich dann das iCap bis zum nächsten Morgen schlafen, dann ist das alles auch wunderbar. Da habe ich nämlich auch keinen Tag verloren. Ich weiß, ich bin da irgendwie vielleicht ein bisschen zu pingelig, was sowas angeht. Aber ich habe da immer so auf dem Schirm, ja, ich will es eigentlich relativ kurz halten, das Spiel. Also in der Spielzeit. Deswegen versuche ich so wenig wie möglich Tage zu verschwenden, sodass der Typ dann nur 2 Wochen eigentlich effektiv, oder 3 Wochen maximal effektiv weg war. So, wir haben immer noch der 16. Tag. Sodass der Typ wirklich effektiv nur 2 Wochen oder was, oder 3 Wochen fort war. So, da ist er wieder. Du Arsch. Ja,
Huch, irgendeiner ist gestorben im Hintergrund. Ich habe mir überlegt, da es nicht viel gibt, was ich dir geben kann, werde ich dir etwas schmieden. Könnte ein Ring sein oder etwas Vergleichbares. Mach ich. Du Arsch. Warum hat man dich in den Kerker geworfen? Das wird er nie los, dass er mich am Anfang schon so genannt hat. Schmiede mir einen Gegenstand, der meine magische Energie vermehrt. Schutzring. Ring gebrauchen, der meine Lebenskraft steigert. Kannst du mir diese Erzrüstung verstärken. Das will ich auf jeden Fall. Aber vorher noch ein bisschen Smalltalk. Warum hat man dich in den Kerker geworfen? Gomez. Der Bastard hat mir unterstellt, dass ich gemeinsame Sache mit den Feuermagiern machen würde. Nur weil ich der beste Schmied im alten Lager bin, konnte ich meinen Kopf retten. Er hat mich in dieses Rattenloch werfen lassen und immer nur dann rausgelassen, wenn er meine Fähigkeiten gebraucht hat. Wissen wir zumindest jetzt auch do Bescheid. Aber jetzt, warum ich überhaupt hier bin. Kannst du mir diese Erzrüstung verstärken? Natürlich kann ich sie verstärken. Gib sie mir und warte kurz. Okay, ich hab's jetzt zwar gar nicht getragen, aber Hauptsache mal die Sache ausziehe, wenn ich in der Schmiede bin, ne? Okay. Hier ist die verstärkte Rüstung. Damit habe ich meine Schuld beglichen. Ja, muss aber nicht auf der Amboss steigen. Wir sehen deswegen. uns. Also wegen so einem Scheiß muss ich auf der Amboss steigen, also, ne? So per Du sehen wir uns jetzt an, vor allem, dass ich mich ausziehen müsste, deswegen. Okay, Stone der Schmied hat diese antike Rüstung noch verstärkt. Verbesserte Erzrüstung. Jetzt haben wir Schutz vor Waffen 100 statt 90, Schutz vor Pfeilen 30 statt 20, Schutz vor Feuer 45 statt 15 und Schutz vor Magie, ja, 15 statt 30. So. Uff, da. Jetzt sehen wir aber aus, oder? Jetzt sehen wir schon cool aus. Ist zwar ein bisschen zusammengewürfelt und zusammengemurkst, das Ding, aber es sieht schon geil aus. Ja, also an physischem Schade gibt es nichts Besseres als das Ding. Magisch schützt das Ding natürlich am besten. Jetzt gehen wir aber erstmal wieder dort hier. Überlassen die Leute im alten Lager sich selber, die sind mir mittlerweile echt absolut egal. Und sollen sie sich ruhig gegenseitig umbringen, das ist mir mittlerweile egal. Jetzt gehen wir mal zu Xardas und zeigen, guck mal, was ich hab. Dann ist der nämlich auch stolz auf uns. So. Guck mal, Papa, ich hab was besorgt. So. Und zack, zack, da habe ich mal was Ordentliches besorgt aus dem alten Turm. Wie ich sehe, trägst du die Erzrüstung. Ich habe sie in einer der Kisten im versunkenen Turm gefunden. Sie gehörte dem Feldherrn, der einst Oriziel in die Schlacht gegen die Orks führte. Motto. Ich hoffe, sie bringt mir mehr Glück als ihm. Okay, bist du soweit? Hast du die magische Formel für das Aufladen von Oriziel fertiggestellt? Sie ist vollendet. Aber du wirst sie nicht alleine benutzen können. Warum nicht? Sie muss von einem Magier gesprochen werden. Hallo, das bin ich? Während du das Schwert mit der Kraftquelle in Berührung bringst. Dann werde ich mich nach Unterstützung umschauen müssen. Nimm die Formel an dich und gib der Waffe ihre alte Macht zurück. Okay. Du wirst sie brauchen. Jo, Allah, machen wir das so. Als Magier werde ich mich schwer tun, Oriziel wirksam zu führen. Das können wir jetzt natürlich auch noch einsetzen, ne? Als Magier werde ich mich schwer tun, Oriziel wirksam zu führen. Es gibt da einen Weg. Aber zuerst musst du der Klinge ihre alten Kräfte wiedergeben. Kehre dann zurück. Ja, das habe ich irgendwie nicht vor. Deswegen, ich habe 90 Lernpunkte im Sack, das kann ich jetzt noch für 2 Hände ausgeben. Und zwar gehen wir jetzt erstmal zu der Wassermagier und gucken mal, was die da Sachen. Zufälligerweise ist da auch Milton. Sei gegrüßt, mein Freund. Dich habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Hallo Milton, es ist viel passiert, seit wir uns das letzte Mal trafen. Ich würde dir gern alles erzählen, doch im Moment ist keine Zeit dafür. Ich bin in Eile. Aber dann, ich brauche da Hilfe. Milton, ich brauche deine Hilfe. Um was geht es? Wie kann ich dir helfen? Lass uns irgendwo hingehen, wo es nicht so viele Ohren gibt. Wie du meinst. Folge mir. Okay. So. Dann gehe ich dir mal hinterher. Und dann gehen wir in die Bibliothek. Wischbar, wischbar. Nun sprich. Worum geht es? Ich brauche die magische Energie des Erzhaufens und ich halte es für unklug, die anderen Wassermagier danach zu fragen. Du scherzt. Die Zeit des Scherzens ist vorbei. Ich meine es todernst. Ich habe Xardas, den Dämonenbeschwörer, getroffen. Ich handle in seinem Auftrag. Xardas?
Langsam machst du mir Angst. Niemand hat mit ihm gesprochen, seit er das alte Lager verlassen hat. Ich schon. Wofür benötigst du die Energie des Erzhaufens? Ich will sie auf dieses Schwert hier übertragen. Wow. Was für eine Waffe. Es trägt den Namen Uriziel. So, bitteschön, das darfst du haben. Xardas gab mir diese magische Formel, um den Transfer zu vollbringen. Du musst sie aussprechen, während ich Schwert und Erz in Kontakt bringe. Es sieht so aus, als ob ich diese Zauberformel nur herunterlesen müsste. Aber wir werden ernsthaften Ärger mit Saturas und den anderen Magiern bekommen. Das kann man so sagen. Aber, ne? Das Risiko müssen wir eingehen. Genau. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig. Wichtig für alle Bewohner der Kolonie. Ich verstehe nicht. Es wird uns alle hier rausbringen. Du musst mir vertrauen. Einverstanden. Nach all dem, was du bereits für uns getan hast, besitzt du mein Vertrauen. Außerdem scheinst du auch das von Xardas zu besitzen. Triff mich unten beim Erzhaufen und zu keinem ein Sterbenswörtchen. Ach was. Gut. Wir treffen uns beim Erzhaufen. Bis dann. Ich habe mir eher bei dir Sorge gemacht, dass du plauderst. Also von daher sag du nicht, ich soll verschwiegen sein. Wo ist denn der Hansel, der uns auch trainieren kann? War das Orig oder war das... Hallo. Hallo. Nö, das mag ich dich eigentlich nicht, Frohrer. Bist du der Lehrer? Hallo. Hallo. Nee, das ist er nicht, aber ich vertick da mal ein bisschen Sumpfkraut. Ich hab Sumpfkraut dabei. Willst du was? Warum nicht? Frag mal. Ja, bla bla bla. So nebenbei. Dann kann ich nochmal mit dem anderen Ausbilder schwätzen. Welcher war das dann nochmal? Torlauf, war das der vielleicht? Sei gegrüßt. Servus. Wer bist du? Ich bin Torloff. Hab als Maat auf einem der königlichen Kriegsschiffe bei einer Meuterei mitgemacht. Kam nicht so gut an. Der größte Teil der Mannschaft war auf der Seite des Captains. Seitdem bin ich hier. Okay, klingt ja nicht so toll. Wer war dann Söldner? Verdammt nochmal, welcher von deinen Knetkörper dann jetzt nochmal der Ausbilder? Blade? Der glaube ich nicht. Hallo. Hi. Nee, dich kann ich nicht frohen. Ja, hier kann mir keine Sau was über 2 Hände beibringen anscheinend, oder? Jetzt, wo ich genug Lernpunkte habe, ist es natürlich scheiße, wenn mir hier keiner mehr was über 2 Hände beibringen könnte. Wäre etwas schade drum. Wolf bestimmt nicht. Nee, Bandit. Wenn du meinst. Wo war dann der Knetkorb, der Ausbilder? Ja, mit Denner lieber auch nicht. Nee. Schweig. Balkagan bestimmt nicht. War das dann der Dorve, der Hansel? Oder kann man es Koranga im Sumpflager beibringen? Das kann natürlich auch sein. Nee, die Hansel trainieren nicht mehr. Dann könnte es durchaus sein, dass das Koranga im Sumpflager war. Warte mal, halte mal der Gaul an. Da muss ich hier nochmal Sumpflager Teleport. So. Da ist Koranga gerade nicht zu finden. Okay, aber irgendeiner muss man auf jeden Fall noch beibringen, wie das mit 2 Händen funktioniert. Ansonsten habe ich doch wenig Chance. Und Uriziel will ich jetzt auch nicht unbedingt gelernt verwenden als Schwert. Weil ich werde es nicht als Zauber verwenden. Nur als allerletzte Maßnahme, wenn es wirklich nicht anders geht. Dann ist er vielleicht der Over. Gerade nochmal gucken. Kann aber auch sein, dass dann hier ist, nö, das bringe ich nur Templer bei, obwohl du hier unser Erlöser bist. Aber nö. Leider kein Templer, in die Hose geschissen, Bursche. So, schwirr ich mal hier durch. Koranga, wie sieht's aus? Wie werde ich nicht... Du musst eine Zeit lang als Novit dann. Ja, scheiße. Okay, da habe ich in die Hose geschissen. Das geht leider nicht. Und du? Tote Goa? Nee. Mist. Habe ich wohl echt geschissen. Im alten Lager gibt es natürlich niemanden, der mir das beibringen kann. Wer ist das? Ach, einfach nur ein stinknormaler Söldner, der hier unterwegs ist. Okay. Das ist natürlich echt doof, weil ohne das Ganze habe ich echt Probleme. Ich höre dich. Hallo. Hallo. Ja. Du hast nichts zur Sache für mich.
Hallo. Hi, Was sagst du zu der Sache mit der Mine? Die Bedrohung dürfte beendet sein. Du hast viel für unser Lager getan. Männer wie dich kann ich gebrauchen. Ich danke dir. Ich werde mich jetzt wieder auf den Weg machen. Einen Moment noch. Nimm diese Zauberrune als Zeichen unseres Dankes für deine großen Taten. Ich danke dir. okay. Wir sehen uns. Oh, hat wohl doch noch was gebraucht. Hat wohl doch noch was gebraucht. Irgendeine Rune habe ich noch gekriegt. Oh je. Blitz, freundlich stimmen, Kontrolle habe ich mir schon gekauft. Feuerball könnte natürlich sein, dass ich da einer gekriegt habe. Genauso wie Feuerpfeil. Feuersturm. Könnte auch sein. Zusätzliche Teleport habe ich nicht gekriegt. Nee, schwer zu sagen, was ich gekriegt habe von ihm. Aber auf jeden Fall habe ich eine Rune gekriegt. Das ist doch schon mal was wert. Und 500 Erfahrungspunkte. Ja, puh, scheiße, Herr Parra, ne? Das war jetzt richtig blöd. Jetzt kann ich nichts mehr machen. Torloff. Nee, 2 Händer kann ich wohl nie mehr lernen. Das ist echt Pech gehabt. Das ist richtig doof. Okay, ich probiere es jetzt noch einmal. Indem ich dann zu den anderen Typen gehe. Aber wenn, ich glaube, das war nur der Einhandlehrer. Und ich kann da nochmal mit einer Retter. Mal gucken, was die sagen. Söldner Kord, ja. Sei gegrüßt. Servus, nee, toll. Tja, das ist wirklich Pech gehabt. Nee, dann sieht es wohl ganz so aus, als müsste ich Uriziel ohne Training verwenden. Na, klasse. Dann lasse ich mal lieber nochmal meine Stärke erhöhen. Und zwar gewaltig. So, weil der 6. Kreis der Magie habe ich gelernt. Vielleicht doch mit dem Zauber. Da muss ich es halt wohl konsequent durchziehen, dass ich Magier bin. Okay. Dann ist das so. Laris, bei dir kann ich doch bestimmt noch erhöhen, ne? So. Hör auf zu süffeln und komm, mach schon. Hallo. Hi. Hier. Ich will mich verbessern. Okay, dann machen wir hier nochmal 10. 20. 30. Du bist am Ende deiner Möglichkeiten. Du solltest etwas anderes lernen. Okay. Wie viel habe ich dann? Ja, 100 Stärke. Mehr geht nicht. Dann pumpe ich halt mein Mana nochmal auf. Was anderes kriege ich doch nämlich auch nicht hier. So, zum Hüter des Erzes. Tja, wie gesagt, wenn ich jetzt halt wirklich keiner finde, der mir 2 Händer beibringen kann, habe ich dann in die Hose geschissen. Anders geht das nicht mehr. Okay. Kronos. Hallo. Hi. Magische Kraft. Ich benötige... Ich kann dir... Bla bla bla. So. Und noch einmal. Du bist am Ende deiner Möglichkeit. Alter, pöbel mich doch an. Du bist am Ende deiner Möglichkeiten. Ja, ist ja gut, Mann. Okay, jetzt habe ich hier 800 erreicht. 45 Lernpunkte. Tja, Ja, genau. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Denken Sie mal drüber nach. Der Blade, der hat mir... Hallo. Ja, der kann mir nichts sagen. Pech gehabt. Absolut Pech gehabt. Dann muss ich tatsächlich Uriziel als Rune nehmen. Scheiße, das wollte ich eigentlich nicht haben. Aber na gut. Ich kann es natürlich auch einfach so nehmen. Da muss ich wirklich den Mist machen. Na, da mache ich wirklich den Mist und gehe den bitteren Weg als Magier bis zum Ende durch. Okay, an der Stelle werde ich aber auch sagen, dass ich speichere. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Gothic auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Ayan Yankee.